So, kurz bevor das Video hier nochmal losgeht, möchte ich euch nochmal den heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Und zwar ist es Autodoc. Ich möchte euch die Autodoc-App vorstellen. Diese App ist schön aufgebaut. Es gibt auf jeden Fall oben, kann man direkt nach Teilnummer suchen oder nach Schlüsselnummer. Kann man direkt sein Auto raussuchen, hat man direkt das passende. So, wenn man das getan hat, sieht man auf jeden Fall direkt hier alles übersichtlich. Reifen, Bremsanlage, Motor, also alles, was so ein Auto halt hat. So, dann sucht ihr euch irgendwas aus oder wenn ihr halt die Teile dafür braucht, die ihr halt braucht, sucht ihr euch die auf jeden Fall aus. Wir gehen heute mal einfach auf Filter. So, da sieht man direkt, welche Filter das ganze Auto hat. Nehmen wir einfach mal den Ölfilter. So, zack, sieht man hier viele verschiedene Angebote. Von preiswert bis hochwertig. So, was man halt braucht für sein Auto. Wenn es nur noch das Winterauto ist, dann braucht man nicht mehr so teure Sachen. Auf jeden Fall kann man sich hier seine beliebigen Preise raussuchen. Hier sind auch überall schöne Prozente. Und im November gibt es noch den Black Friday Sale. Da gibt es nochmal extra Prozente. Also holt euch schnell die App, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei, klickt auf den Link. Und mit unserem Code gibt es nochmal extra Prozente. Mahlzeit, Moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie ihr seht, befinden wir uns wieder in der Werkstatt und Pikachu ist schon wieder auf der Bühne. Ja, was war der letzte Stand? Der Getriebe hat sich definitiv zerlegt. Guckt natürlich im vorherigen Video. Empfehle ich. Ja, Motor läuft allerdings noch. Jetzt kam Stefan natürlich auf die glorreiche Idee. Ist auch zu schade, so ein Auto mit laufendem Motor wegzuschmeißen. Also, musst du heute auch nochmal dran glauben. Und zwar, gleiche Substanz. So, ja, das ist, ja. Ich weiß nicht ganz genau, was es sein soll. Es ist auf jeden Fall Metallstaub mit vielen Spänen drin. Das ist ein Abfallprodukt. Es ist gut magnetisch. Man sieht, es glitzert und funkelt auch überall so ein bisschen. Was man genau damit gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich denke, es hat sich als perfekter Schleifstoff für Motoren und auch Getriebe bewährt. Deswegen haben wir uns das gekauft. War übrigens auch nicht günstig. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Schau mal, ins Kilo brauchen wir wohl, wa? Wo fahren wir vorbei? Obwohl, da hinten 3, vorne 2. So, schön. Tschüss. Wie ist das aber, der Filter holt auch alles raus von dem Zeug. Richtig. Naja, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich wird er sich vollsetzen und der Bypass losgehen. Aber um den Filter können wir uns diesmal auch mal eben, den werden wir mal eben ein bisschen modifizieren. So, in der Zeit, wo Stefan den Ölfilter modifiziert, habe ich schon mal das goldene Werks geholt. So, hier ist es ziemlich fein. Und da sieht man auch mal das ganze Geglitzere. Das fällt hier gerade ins Öl. Das ganze Geglitzere. Oh, sollte das da nicht rein? Also da darf nicht so viel auf ein... Oh. Oh, Nugget. Oh. Mag er es? Blub. Oh. Hat er vorher abgewogen. Guck mal, so sehen nachher die ganzen Bauteile im Motor aus, wenn die sich schön benetzt haben mit dem leicht grob hörnigen Material. Oh, die Ölpumpe hat doch ein Sieb, die saugt das doch gar nicht an. Hey, das ist das Schöne, weil das so fein ist, das Zeug, dass das da direkt mit durchgeht. Und die macht direkt, jawohl! Top. So, Stefan, ist soweit fertig, das Werk. Sollte ich schon mal einen andrehen hier, war. Schön aus dem kühlen Becher. Ich glaube, da schmeckt die Jauche am besten. Natürlich, wenn man jetzt so einen geilen Becher haben will, muss man natürlich oben, ist die Verlinkung direkt bei uns im Shop. So, wir haben ein passendes Gebinde, um auch ordentlich breit zu werden. Nee, das tun wir nicht. Top. So, den Filter habe ich jetzt einfach ganz easy bearbeitet. Ich habe durch jedes Loch schräg einmal durchgebohrt. Weil, na, das sieht man jetzt eh nicht, aber hier innen drin geht das quasi, ich weiß gar nicht, hier rein oder da rein. Und auf jeden Fall wird das durch eine Filtermatte gedrückt und kommt außen wieder raus. Jetzt habe ich jedes Loch einmal so durch. Und jetzt wird sich auch noch schön dran vorbeidrücken. Klar, wird auch noch ein bisschen gefiltert, aber ich glaube, das meiste geht halt den geringsten Widerstand. Hier haben wir jetzt einen Magneten. Jetzt werde ich mal in dieses tolle Öl gehen. Oh. Ups. Alter, ein Igel. Das ist ein richtiger Igel, du. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, der findet das gut. Ja, zur Sicherheit habe ich mal eben wieder ein paar Wannen runtergelegt. Aber das machen wir immer. Das schmeckt. Mhm. Sieht aus wie so ein bisschen Kakao mit deutlich zu viel Kakaopulver.
Ja? Oh, da ist der dicke Gegenstand. Hey, das ist ein Fräser. Okay, was macht da ein Fräser drin? Hey, den habe ich verloren. Jetzt magnetischen Ballstab. Ja, ist sogar ein bisschen über Max. Steht im Start nichts mehr Nee, oder? Dafür sind wir jetzt bereit. Ich gebe jetzt eigentlich erstmal Dauerpenetration, oder? Denk mal wohl, ne? Oder? Damit wir direkt mit viel Schwung Ja. in die Misere gehen. Nicht deine Sprückler alle wir, wenn du im Auto Oh, das stimmt. Ich setze mir meinen Gehörschutz auf und werde die Party genießen. genießen! Plöpp, plöpp, plöpp. Krass. Das hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Aber, ui, Entschuldigung. Da sieht man auf jeden Fall, wie aggressiv Metallspäne sind. Öldruck war die ganze Zeit da. Wie, jetzt war ich nicht gerade mal pissen und schon ist alles fertig oder was? Was lief denn jetzt 30 Sekunden? Was soll die Scheiße denn? Scheiße. Waren keine 30 Sekunden. Hast recht. 30 Gerade Sekunden einmal kam kurz Strahl. Vollgas direkt. Da kam sofort ein Einbruch und dann ging ja schon. Wir warten jetzt noch mal eben kurz eine Minute und dann testen wir es eben nochmal. Wir können das Auto natürlich jetzt noch anschieben, aber wer unser Video davor geguckt hat, weiß, dass das Getriebe einen leichten Defekt hat. Einen ganz leichten. Also Das können wir nicht schieben. Anschieben nicht mehr möglich ist. Wir warten jetzt noch ein bisschen, dass es wieder abkühlt und danach versuchen wir nochmal einen Startversuch, aber ich denke mal, der wird kläglich scheitern. Prost. Nachdem ich mein Bier leer habe, also quasi nicht ganz eine Minute vergangen ist, nein, nachdem jetzt wahrscheinlich 5 Minuten vergangen sind, ich hoffe, dass es ein bisschen abgekühlt ist. Vielleicht dreht er wieder. Der wird sein. Was nicht sofort kommt der Proppen. Was ist passiert? Irgendwie kommt hier nichts mehr raus. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Öl ablassen. Musst die Schraube rausdrehen. Oh. Oh. Was ist das Hat so jetzt? geklappt. Ich glaube, da sitzt ein bisschen Span vor. Oh ja, das ist Rühren. Rührig. Pass auf, bevor der. Megastrahl kommt. Da. Ich glaube, das war jetzt halt nicht so ganz so interessant. Vielleicht auch doch interessant, wenn man weiß, was jetzt Metallspäne so machen, unser Motor. War auf jeden Fall nicht so gut. Aber damit ihr noch ein bisschen was zu sehen kriegt, werde ich den Motor auch noch eben ein bisschen zerlegen. Also die Lagerschalen und so angucken. Ich denke mal, die werden nicht mehr vorhanden sein. Oder hatten Spaß in ihrer Laufbahn. Jetzt geht es dem Motor mal eben an den Kragen. Ich habe ihn schon mal fachgerecht ausgebaut natürlich. Ich werde ihn jetzt einfach mal anfangen zu zerlegen und fertig. Könnte heiß sein, oder? Ja, bis jetzt habe ich ja nur den Kopf runtergenommen. Sieht alles noch relativ gut aus für die Laufleistung. Also bis jetzt alles, was man hier sieht, ist noch, naja, im Rahmen von Verschleiß. Oder zumindest so, dass es nicht die Ausfallursache war. Ui, das sieht schon eher schlimmer aus. Ich glaube, dieses Zeug gehört nicht in die Ölwanne. Boah, krass, ey. Ja, die ganzen Pleuel und so, die sind auf jeden Fall durchgeglüht. Ui, da haben wir den Schaden. Zum Schaden. Aber so, hier sieht man jetzt auf jeden Fall, dass die Lagerschalen ja, gefressen haben. Aber dazu muss ich auch noch sagen, ich habe das schon schlimmer gesehen.
Auch bei uns schon. Weil lief ja nicht so lange. Das stimmt. Ich denke mal, das Problem ist, durch diesen feinen Metallspan war einfach so viel Reibung in der Kurbelwelle, dass sie einfach direkt fest saß. Natürlich, wenn wir andere Sachen nehmen, die sind meist dicker oder die haben noch ein bisschen schmierenden Effekt. Jetzt diese Metallstaub kann man ja schon sagen, der war jetzt eigentlich so fein, dass der direkt alles festgebacken hat. Das war ja echt eine Sache von Sekunden. Erstes Mal, wo das durch den Öltrakt gegangen ist und schon war es vorbei. Eieiei. Ja, ist natürlich, wenn eine Sache kein Öl kriegt, sind es als erstes die Pleuel. Weil die werden ja gefüttert quasi, also kriegen ja ihr Öl aus diesen Bohrungen, die von den Hauptlagern geschmiert werden. Also ist das ja jetzt quasi die letzte Stelle, die am frühesten auch kein Öl mehr kriegt und die letzte, die wieder Öl kriegt. Deswegen sehen die auch ein bisschen schlimmer aus. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Ganze echt schon mal schlimmer gesehen. Deswegen wundert mich das eigentlich, warum die Kiste echt so im Arsch ist. Beim nächsten Mal müssen wir irgendwie mehr Vergewaltigung machen. Ich hatte auch schon überlegt, mir einen kleinen Prüfstand zu bauen. Angetrieben durch die Treckerzapfelle, dass wir den Motor nochmal wieder ans Leben kriegen. Das müssen wir vielleicht in den nächsten Versuchsaufbauten nochmal machen. Dann brauchen wir erstmal einen Trecker. Das stimmt. Den Trecker müssen wir natürlich erstmal kaufen, deswegen dauert das noch ein bisschen. Angeschoben hätten wir den jetzt natürlich, bevor jetzt schlaue Kommentare kommen. Aber wie ihr in dem Video davor gesehen habt, hatte der leider einen kleinen Getriebeschaden. Ganz klein. Auf jeden Fall ging das leider nicht mehr, sonst hätten wir das natürlich gemacht. Auf jeden Fall konnten wir den jetzt einfach nur so mit dem Anlasser quasi töten. Das war jetzt leider nicht so spektakulär. Aber auch wieder lehrreich, dass man natürlich das Zeug nicht in seinen Motor kippt. Weil wir hatten ja schon andere Sachen, da hatten wir gar keinen Unterschied mehr gespürt. Ja, ich hoffe, wenn euch das Video trotzdem ein bisschen gefallen hat. Diesmal war es leider nicht so schockierend, wie wir uns gedacht hatten. Macht das nicht nach. Abonniert uns weiterhin so fleißig. Schaut bei uns im Shop vorbei. Da gibt es immer wieder coole Klamotten. Immer wieder lohnenswert. Ciao.